Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte Freunde. Die Geschichte hat der Helme Heine geschrieben. Jeden Morgen weckt der Franz Gückel den Bauernhof. Der Röbi Mauser und der dicke Jonathan helfen ihm dabei, weil richtige Freunde helfen aneinander. Nachher holen sie ihr Velo aus dem Tenn und fahren in den Morgen rein. Kein Weg ist ihnen zu steinig, kein Abhang zu steil, keine Kurve zu eng und keine Gunte zu tief. Am Dorfteich halten sie an und spielen Versteckis. Wo der Röbi Mauser ein altes Boot im Schilf entdeckt, machen die drei ab, Seeräuber zu spielen. Weil richtige Freunde machen immer alles zusammen ab. Der Röbi Mauser steuert, der Franz Gückel setzt Segel und der dicke Jonathan ist der Stöpsel. Er verstopft das Loch im Schiffsboden. So trauen sie sich raus aufs Wasser und erobern im Lauf vom Tag den ganzen Dorfteich. Aber der Hunger, der treibt sie wieder ans Land. Zuerst probieren sie zu fischen, doch ihr Magen knurrt so laut, dass kein Fisch anbeißt. Auf der Wiese steht ein Kriesibaum. Sie holen die reifen Früchte ab und teilen sie auf. 1 Kriesi für den Röbi Mauser, 1 Kriesi für den Franz Gückel und 2 Kriesi für den dicken Jonathan. Der Röbi Mauser ist damit einverstanden, aber der Franz Gückel findet es ungerecht. Wegen dem kommt er die Kriesisteine auch noch über. Alle Kriesi mögen essen. Und jetzt muss der dicke Jonathan plötzlich dringend verschwinden. Und die beiden anderen müssen auch. Gleich werden die Schatten länger als sie selber. Und so fahren sie wieder heim. Hinter dem Hühnerstall, beim Regenfass, schwören sie sich ewige Freundschaft und machen ab, dass sie sich nie mehr werden trennen. Die Nacht wollen sie beim Röbi Mauser schlafen, aber der Franz Gückel bleibt im Mausloch stecken. Also übernachtet sie beim dicken Jonathan. Aber der Röbi Mauser hat eine empfindliche Nase. So klettern sie über die Hühnerleitern und hocken all auf die Hühnerstangen. Die geht aber unter ihrem Gewicht abeinander. Also wünschen sie sich eine gute Nacht und jeder geht allein in sein eigenes Bett. Im Traum begegnen sie sich wieder. Weil richtige Freunde träumen voneinander. Das war die Geschichte Freunde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!